Wir müssen uns an der Politik ganz intensiv um die Jungleute kümmern, weil sie sind Zukunft vom Land. Vieles ist schon gesagt gehen, die mir als ADRS kann erschließen. Durch die sanitäre Krise sind viele Kinder und Jugendliche auf verschiedene Art und Weise belastet gehen. Das haben noch viele Experten als Lützburg diskutiert und noch nachgewiesen. Pandemie, aber auch, vielleicht noch mehr, die Restriktionen wie der Lockdown hatten einen negativen Einfluss auf die mentale Gesundheit von den Jungen. Konsequenzen waren DAX, Angstzustände, Depressionen, also sogar vereinzelt Suizidgedanken. Sozialkontakte waren stark eingeschränkt, Jugendhäuser waren lang zu, und es gab kaum Möglichkeiten für sich zu sehen oder zusammen zu erholen oder sich mal einfach nicht mehr auszutauschen. An der Schule war es kompliziert und das auch relativ unübersichtlich. Die Regeln wurden immer nicht geändert und es war schwer, am Virus, da muss ich zugehen, zu planen. Masken- und Testpflicht haben viele Junge einem Stressfaktor ausgesetzt. Gut wäre, dass Schulen zu Lützeburg schmaler lang zu waren wie in unseren anderen Ländern. Das ist hier im Land aber auch besonders wichtig, weil die Schule für einen anderen Präkurs und fundamental eine ganz wichtige Rolle bei der Integration spielen. Es muss vielen Eltern und Lehrpersonal helfen, für ihren Ansatz an ihre Flexibilität, mit denen sie den Schulbetrieb daheim an über Distanz konnten assumieren. Konsequenzen von der Pandemie auf den Bildungsstand von den Kindern und den Jungen war dadurch ja minder schlimm, wie in der Tat können werden. Herr Präsident, für die DDR ist es wichtig, dass denkt an Probleme von den Jungen erst geholt gehen, gerade um aus der sanitären Krise hoffentlich rauszukommen schingen, weil da nach an der Sterne steht, müsste das möglich sein. Wenn wir realistisch sind, muss man zugehen, dass Pandemie und Restriktionen bei vielen Kindern und Jungen psychische Spuren los haben. Dafür muss man vorbereitet sein am Fall, wo ein Name zu einem ähnlichen Szenario kommen. Da wollen wir auch unter anderem wissen, was die Regierung im Kader von der letzten Evolution von den nationalen Suizidpräventionsplänen erholt hat. Eine Hauptkonklusion von der externen Analyse war die, dass es zu Lützburg viel zu verbessern gibt, was die psychiatrische Krise als scharfer Patient angeht. Die letzte Studie über die Gesundheit bei den Schulkindern zu Lützburg, die genannte HBSC-Studie, geht schon auf das Jahr 2014 zurück. Schon damals hatten rund 15% von den jungen Mädchen über den Suizid nachgedacht. An aktuellen Analysen wird schon als Sektor Risk beschrieben. Unter dem Ausbruch von der sanitären Krise ist der Prozentsatz deutlich an die Luft gegangen. Das weisen noch die Chiffren von Kanada an Jugendtelefon. Da sind doppelt so viele Appelle gegangen wie vor der Krise. Mehr wie doppelt so DAX haben noch Junge mit Depressionen als Suizidgedanken angerufen. Herr Präsident, wir wollen nicht, dass das einfach so weitergeht wie bisher. Betroffene hat mit mentalen Gesundheitsproblemen hier im Land müssen hier im Land DAX auch zu viel lang werden, ehe sie ein Rendezvous kriegen bei einem Psychiater. Zusätzlich sind noch die Urgenzen nicht richtig angepasst für so Leute. Wir denken, dass die psychische Gesundheit dieselbe Priorität müsste kriegen wie die physische Gesundheit und das für uns muss sagen, die kein Enkel versprechen dürfen sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kärntner als Jugendpsychiaterin hat konfirmiert, dass sich auch noch andere psychische Probleme an der Krise verstärkt haben, zum Beispiel Angstzustände, Essstörungen oder Mediensucht. Speziell an der Kinder- und der Jugendpsychiatrie fehlt es schon wie lange an Behandlungsmöglichkeiten. Dieses Problem hat sich im Laufe der Pandemie leider noch verstärkt. Allgemein gibt es hier im Land den Mangel von Psychiatern, hauptsächlich auch für Junge. Da fehlt es auch an Therapeuten, die konkret im Terrain arbeiten. Prise en charge von einem Kind oder einem Jugendlichen ist viel mehr komplex wie bei einem Erwachsenen, weil es doch muss mit den Eltern zusammen geschafft gehen. Auch das direkte Umfeld ist wichtig. Und die Schule muss auch auf verschiedene Felder mit eingebunden gehen.
Der nationale Service von der Jugendpsychiatrie fehlt het finale Menge ambulanten Service. Mit Jugendlichen, die mit komplex Probleme haben, wäre es wichtig, mich spezifisch und intensiv zu schaffen. Den Service muss doch über das Land verteilt gehen. Die Situation, wie sie den Namen das, lässt darüber schließen, dass der Mond auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht wird erfüllen. Umso mehr wichtig ist es, unsere Meinung nach für gute Behandlungsmöglichkeiten anzubieten. Wenn die Einzelproblematiken wie es chronisch gehen, dann kann das später zu solchen Konsequenzen führen, wie dass die Jungen die Schule aufbrechen, keine Arbeit finden und nicht richtig Fuß fassen an der Gesellschaft. Wir müssen dafür weiter an die junge Generation investieren, das ist als sehr besonders wichtig. Herr Präsident, durch die restriktiven Corona-Mesuren, also doch schon bei mir kleinen Kindern zu massiven Steigerungen kommen, was die Entwicklung angeht. In Deutschland haben eine Reihe Spielschuldsjofferen ausgesucht, dass sie immer nicht erleben, dass Kinder immer nicht Gesichter ohne Mund und ohne Nase malen. Und das ist ein Aspekt, den im Kontext von der formellen und informellen zwischenmenschlichen Kommunikation an dem Lehren von Sprachen nicht soll vergessen gehen. Da der übrigens immer nicht auf verschiedene Notdeler von einer Maskepflicht an die Schulen aufmerksam gemacht. Die Entwicklung von der Sprache, Mimik und Gestik für viele kleine Kinder hat gelitten. Wir müssen also Fehler lernen, vieles als gut gemerkt gehen, aber vieles als auch Männer gut gemerkt gehen. Und daher muss man dann alles lehren sehen. Das Debatte, als da mal eigentlich Möglichkeit gibt, für mal ruhig über diesen wichtigen Aspekt von der Pandemie zu diskutieren. Wir sollen hier im Haus nachmittags über Probleme von den Jungen schwätzen. So nicht merci für Ihre Aufmerksamkeit.